möchte gerne das Buch von Mira Magen vorstellen, Wodka und Brot, das mir sehr gut gefallen hat und das ich als sehr gute Sommerlektüre empfinde. Das ist die Geschichte von Amia und Gideon, zwei junge Leute aus Israel, die der Mann ist Staranwalt, die junge Frau ist Steuerberaterin und eines Morgens entschließt sich der junge Mann, seine Familie zu verlassen. Am Anfang weiß man überhaupt nicht warum und wie, man ist ein bisschen schockiert. Und auch Amia entschließt sich dann, ein neues Leben zu beginnen. Sie übernimmt den Lebensmittelladen von ihren Eltern, arbeitet mit palästinensischen Leuten zusammen und erntet sehr viel Ärger und Unwillen. Ihre Familie ist dagegen, dass sie mit eigentlich dem Feind arbeitet, und auch die Umgebung vom Laden ist ein bisschen schockiert. Sie macht mit diesem Schritt, diesem Neubeginn, eigentlich auch, fängt sie wieder an mit alten Beziehungen, neuen Beziehungen. Es gibt einen richtigen Neubeginn. Am Ende erfährt man dann auch, warum der junge Mann aufgehört hat zu arbeiten. Er ist schon in eben sehr jungen Jahren an Alzheimer erkrankt und merkt den Verlust von der Stringenz, von der Argumentationsschärfe, die verloren gegangen ist und er so nicht weiterarbeiten kann. Eines Morgens beim Frühstück entschied Gideon, Urlaub vom Leben zu nehmen. Amia saß da und sah ihn an, und er entschuldigte sich nicht. »Ich bin 39«, sagte er, »und habe das Hirn eines 100-Jährigen mit Tonnen von Überflüssigen.« Spannend, man weiß überhaupt nicht eben, warum der Mann sich so verhält, wie sich das Leben für beide neu gestalten wird, wie es dem kleinen Kind geht, was die Nachbarschaft macht, direkt der Vermieter von der jungen Frau, der dem allem mit großer Skepsis zuschaut, der sie beobachtet, eigentlich ist es fast ein Stalker. Und ich finde es ganz ein spannendes Buch, weil es ein sehr offenes, sehr ehrliches und sehr engagierter Text ist. Also man fiebert mit, man fühlt mit, man leidet mit. Es ist wirklich es ist eine emotionale, aber eigentlich ein sehr gesellschaftspolitisches Buch.